Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Panoramasendung, moderiert aus Thun. Wir haben folgende Beiträge heute für euch in der Sendung. Hitze- oder Regenschlacht auf dem Gurten, die Spiezer Läuferin Nadine Welti und die Schweizer Nazi ist zurück in ihre Heimat. Ja, der bisherige Musikfestivals in der Schweiz ist vor allem geschwitzt worden. Für die grosse Hitze ist man auch beim Gurtenfestival, wo heute der Startschuss fällt, gerüstet. Doch die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass es der ein oder andere Regentropfen auf dem Berner Hausberg gibt. Meine Kollegen der Max Saladin und Alexandra Inniger haben bei den Festivalbesuchern nachgefragt, ob die jetzt eher eine Sonnencreme oder ein Regenschirm ins Gepäck gehört. Dann geht so ein bisschen ins Wasser. Findest du es gut? Ist es nicht so heiß oder schießt es ja? Also gerade ins Wasser würde ich nicht sagen, aber ich finde es geil, wenn es mal ein bisschen kühler ist, ehrlich gesagt. Schwitzerei geht mir schon ein bisschen am Arsch. Aber es ist gut gäbig. Die Songs sind geschiffert wie ein Song. Sehr gut. Das ist absolut egal, so wie die Acts. Gurten ist Gurten. Jeder Berner kommt einfach so und schaut nicht mal das Line-Up an. Also grundsätzlich ist es überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt einfach so ein kleines Kleiderproblem gehabt. Wir haben nicht gewusst, was anziehen. Und jetzt sind wir mit der Schleppli gekommen. Wir gehen nachher zurück und wir gehen Turnschuhe anziehen, damit wir richtig gerüstet sind für alles, was kommt. Also zurück heisst, du gehst noch runter? Nochmal ins Hotel, ja genau. Einfach noch mal wechseln. Ja, wir schaffen das. Also ich finde es jetzt noch recht gemütlich, dass es ein bisschen abgekühlt hat. Weil ich glaube, die Temperaturen, die wir in letzter Zeit hatten, die waren nicht so wirklich angenehm. Alle waren am Schwitzen. Und Wet Contest ist zwar schon cool an einem Festival, aber ich glaube, wir sind alle froh, wenn es ein bisschen kühler ist. Und jetzt nehmen wir das Beste, ja, was wir daraus machen. Bist du jetzt aber vorbereitet? Hast du jetzt das Kleid ein bisschen angepasst? Nein, ich nehme, wie es kommt. Gell? Ich wohne in Bern, also wo laufe ich, dann gehe ich sonst, wenn es zu viel wird. Aber sonst Regenschirm, Leone. Eigentlich für die Sonne gedacht, jetzt halt für den Regen. Gell? Nein, der Trick ist eigentlich immer der gleiche. Wenn es regnet, ziehe ich einfach das T-Shirt ab, dann wird es nicht nass, dann kannst du es dann wieder anlegen. Und ja, es war jetzt ein bisschen schwierig zum Auswählen, was man nimmt. Wenn es so wäre wie die letzten 3 Wochen, wären die kurzen Hosen und T-Shirt Standard gewesen. Aber jetzt hat man halt schnell ein bisschen schauen, was wie wo. Auf was freut ihr euch am meisten? Also heute ganz am Abend ganz klar der Teddy Swims. Bin ich mega gespannt. Er hat eine geile Stimme. Und sonst natürlich alle Kollegen und Kolleginnen wieder mal zu sehen. Ich glaube, das ist so der Treffpunkt von der ganzen Region Bern bis hin zum Freiburgischen. Also, ja, bin ich gespannt. Ja, jetzt gehe ich einmal ins was ist das Zeltdachen. Das ist ja so ein bisschen brasilianisch etwas. Das hat noch cool getönt. Das ist so ein bisschen schwimmig, oder wie man dem sagen will. Das Lunik. Das ist natürlich wieder altbekannt. Und alles andere, keine Ahnung, ich kenne es auch nicht. Oder? Also von dem her, ich höre einfach rein. Ganz einfach. Die meisten Überraschungen bekomme ich eigentlich von Leuten, die ich nicht kenne, wo du einfach hier hockst, das Bier nimmst und dann spielen sie super Musik und du spürst, dass in jeder Faser von ihrem Körper die Musik rauskommt. Das ist eigentlich das Schönste hier. Jemanden zu entdecken, den du noch gar nicht kennst, zum Beispiel. Ja, mit gerade einmal 9 Jahren ist Nadine Welti das erste Mal am Inferno-Halbmarathon mitgesegelt. In den nächsten Jahren hat die Spiezerin den Berglauf kennen und auch lieben gelernt. Dieses Jahr nimmt sie das Abenteuer am Schildhorn als Titelverteidigerin und mit einem neuen Schweizer Marathonrekord im Gepäck in Angriff. Mir hat sie verraten, wieso dass sie ihren Erfolg nicht nur an Podestplätzen misst. Nadine Welti und Laufsport, wieso passt das wunderbar zusammen? Ich war schon von klein auf eigentlich immer relativ aktiv. Wir waren mit der Familie immer in den Ferien entweder am Wandern, am Biken oder am Säckeln. Und das kommt eigentlich vor allem von meinem Vater, der Triathlon macht. Er hat mich hier immer auf die Heimrunde mitgenommen, 5 Kilometer. Und von da habe ich eigentlich immer ein bisschen mehr steigern und immer mehr Freude bekommen. An was denkst du genau, wenn du dort der Bergtür aufkämpfst? Meistens denke ich, muss ich mich am Anfang ein bisschen bremsen, dass ich nicht schnell reingehe.
Und versuchen wir unterwegs immer ein bisschen daran zu erinnern, dass ich hebe für den Spass und dass ich es genieße. Und wenn ich es zu anstrengend finde, nehme ich ein bisschen Tempo raus, damit ich dann wirklich genießen kann und die Landschaft gut anschauen. Genau. Also wirklich geniessen ist ganz wichtig für dich. Ja, für das gehe ich jetzt laufen. Genau. Bist du lieber die Jägerin oder die gejagt? Und eine Erklärung dazu, wieso? Ich bin vor allem die Jägerin, wo ich am Anfang immer gemütlich reingehe, mache mir in der ersten Hälfte keinen Druck. Und erst ab der zweiten Hälfte, wenn ich merke, ich mache, tue ich noch ein bisschen aufdrehen. Und es gibt mir auch ein besseres Gefühl, wenn ich unterwegs bin, ich kann Leute überholen kann. Anstatt wenn ich zu schnell reingehe und dann von hinten immer überholt werde, ist das so ein bisschen nicht so cool. Und irgendwie allein an der Spitze fortlaufen, hat es das auch schon gegeben? Nein, hat es eigentlich noch nie gegeben. Also, wenn ich gewonnen habe, dann bin ich meistens erst so ab der zweiten Hälfte langsam vorgekommen. Aber ich bin noch nie von Anfang an vorab gegangen. Du hast den Schweizer Rekord am Zürich-Marathon geknackt. Kannst du dir vorstellen, den Rekord auch am Inferno-Halbmarathon zu knacken? Also Streckenrekord, ich weiss jetzt gar nicht, wie schnell das ist, aber ich habe ihn auch schon angeschaut und gedacht, braucht er schon noch ein bisschen Zeit. Aber ich mache mir jetzt keinen Druck wegen dem und dieses Jahr liegt es definitiv noch nicht drin. Ja. Aber vielleicht irgendwann ist es schon mal. Also ich habe nachgeschaut, es wäre bei 2,16, wenn ich richtig dran bin. Nein, dann denke ich nicht, dass es drin liegt. Also es müsste noch mal über 20 Minuten schneller sein. Und das braucht dann schon noch ein bisschen Zeit. Ja, und es bleibt sportlich. Vom Säckeln ohne, jetzt zum Säckeln mit Ball. Eine Fußball-Weltmeisterschaft rückt die Entscheidung immer näher. Nicht mehr mit dabei im Kampf um den Pokal ist die Schweizer Nazi. Nach dem Viertelfinal out gegen Argentinien ist für den Chaka und Co. zurück in die Schweiz gegangen. Und nach dem historischen Erfolg mit dem Einzug ins Viertelfinale ist die Mannschaft in Zürich nochmal so richtig abgefeiert worden. Kistenäste abrichtet. Geil. Bewundernswert, dass am Morgen um 3, 4, 5 Uhr aufgestanden sind, Bilder gesehen. Also ich glaube, es ist bei uns allen ein richtiges Gänsehaut-Feeling gewesen. Und nein, also für das grosses Dankeschön. Ja. Wir haben alle vom Halbfinale geträumt. Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt. Wir haben alles gegeben. Jeder Einzelne hat gekämpft bis zum Schluss. Und von dem her ja, riesen Respekt an alle, die alles gegeben haben auf dem Platz, an die Mannschaft, an die Fans, an die Unterstützung. Das wäre nicht möglich gewesen ohne jeden Einzelnen. Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu realisieren, was wir geschafft haben. Wir werden das wahrscheinlich jetzt in der Ferien machen, wenn wir ein bisschen runterfahren werden. Aber ich glaube, insgesamt war es ein gutes Turnier. Wir können wirklich stolz sein, was wir geleistet haben. Es hat am Schluss leider nicht gelangt. Auch mit ein bisschen Glück hat es mir vielleicht noch weiter geschafft. Aber das ist part of the game und wir nehmen es so an, wie es jetzt gelaufen ist. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Panorama-Sendung angekommen. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf plattformio.ch oder auch in Schrepp. Und alle guten Festivalbesucher sollen jetzt nochmal genau aufpassen. In den nächsten Minuten kommt nämlich das Wetter vom Meteo News. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Herzlich willkommen bei Ihrem aktuellen Plattform Jodwetter für den Kanton Bern. Es freut mich sehr. Schauen Sie heute wieder vorbei. Ja, die Schweiz, das ist das Ende. Nach dem morgigen Donnerstag sind Temperaturen um oder über 30 Grad für eine Weile nicht mehr in Sicht. Ein Blick auf die Grosswetterlage zeigt, wir befinden uns am Nordrand von einem ausgeprägten Hochdruckgebiet mit Zentrum über Nordafrika. Und gleichzeitig macht sich ein Höhetief über Benelux-Räumen bemerkbar und sorgt für eine gewisse Unbeständigkeit. Zwar fließt im Laufe des Tages vorübergehend ein bisschen trockenere Luft zu uns, ganz stabil
wird die Wetterlage aber nicht. Vor allem im Alpenraum bleibt die Luftmasse labil. Hier können sich im Tagesverlauf erneut teils kräftige Gewitter entwickeln. Ja, nach dem Donnerwetter in der Nacht auf den Donnerstag startet der Donnerstagvormittag recht sonnig und ruhig. Morgentemperaturen liegen verbreitet leicht unter 20 Grad. In leicht erhöhten Lagen sowie in Gewässernähe sind sie ein bisschen höher. Am Nachmittag kommen dann noch hohe Wolkenfelder dazu und über den Bergen da bilden sich Quellwolken und von Westen her wird es dann wieder zunehmend und gewitterig. Temperaturen erreichen nochmals verbreitet der Hitzewert von 30 Grad. Dazu ist es schwül. Und auf den Bergen da haben wir einen mässigen Westwind. Die 0-Grad-Grenze liegt auf etwa 4100 Meter. Ja, der Blick auf das Wochenende zeigt ein wechselhaftes Sommerprogramm. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dazu wird es erneut gewitterig. Am Samstag bleibt das Wetter zwar unbeständig, die Gewitter machen aber voraussichtlich eine Pause und stattdessen ziehen immer wieder Regengüsse durch. Die Temperaturen bleiben angenehm sommerlich und auch der Sonntag der präsentiert sich mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und weiteren Regengüssen. Wer draussen unterwegs ist, packt den Regenschutz also besser vorsorglich ein und die Sonnenbrille die darf natürlich sicherheitshalber auch nicht fehlen. Und zum Start in die neue Woche sieht es dann wieder freundlicher aus. Vom Montag bis am Mittwoch setzt sich die Sonne häufiger durch und bei rund 24 Grad zeigt sich der Sommer wieder von seiner angenehmeren Seite. In den Bergen da liegt die 0-Grad-Grenze bis am Freitag noch hoch bei etwa 4000 bis 4200 Meter und ab am Samstag sinkt sie dann auf etwa 3500 Meter. Ja, das war schon wieder Ihr Plattform Jodwetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.